Ja, hallo, hi. Oh, komm rein, endlich. Gartenbesitzerin Nina Köberich empfängt an diesem Tag einen besonderen Gast. Endlich darf er raus. In ihrem 3000 Quadratmeter großen Naturgarten sind Tiere herzlich willkommen. So wie dieser kleine Igel. Nina Köberich fand ihn vor ein paar Wochen auf der Straße vor ihrem Garten. Nachbarin Tanja Hein nahm ihn zu sich in ihre Igelauffangstation und taufte ihn Knochi, weil er nur noch Haut und Knochen war. Ach, Knochi, jetzt darfst du wieder nach Hause, ne? Dein Revier zurück. Rund 7 Igel leben bereits bei Nina Köberich und ihrer Familie im Garten. Hier in der grünen Oase im unterfränkischen Westheim verbringt die Realschullehrerin jede freie Minute. Ihren grünen Daumen hat sie von der Oma geerbt. Nina Köberich übernimmt Anbautechniken von früher und sät dazwischen ihre eigenen frischen Ideen. Beim Gemüse tüftel ich halt rum. Das ist zum Beispiel toskanischer Palmkohl. Der bleibt dann über den ganzen Winter stehen. Und was ich auch immer gern versuche in so Mischkulturen, dass ich Blumen mit dazwischen setze, weil der Tagetes zum Beispiel auch unheimlich viel hilft. Oder die Ringelblumen verbessern den Boden. Und das ist so was vielleicht noch gar nicht jeder auf dem Schirm hat. Und das ist aber diese Blumen zwischen Gemüse ist so ein bisschen so alte Bauerngartengeschichte. Das sieht halt einfach auch wunderschön aus. Meist geht Nina Köberich anders aus ihrem Garten hinaus, als sie hineinspaziert ist. Ich komme zu Hause an, es ist alles mega stressig und ich bin da. Das Handy ist aus, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich habe meinen Garten. Das ist genau der perfekte Ausgleich zu Job, Ehrenamt, dem ganzen Kram. Da ist der Garten wirklich was für die Seele und zum Runterkommen und Entspannen. Und deswegen, ja, ich kann es eben empfehlen. Jeder, der ein bisschen geerdet werden muss, Ausgleich braucht, der kann in den Garten. Dieses Hobby teilt Nina Köberich mit ihrer Familie. Auch Mama Margit hat immer gute Ideen für das gemeinsame grüne Wohnzimmer. Und Papa Hubert, Metzgermeister im Ruhestand, ist definitiv der Macher. Aus einem ausrangierten Güllefass vom Landwirt am Ort hat er einen wichtigen Wasserspeicher gebaut. Die Ideen hat die Nina und auch meine Frau natürlich. Ich habe da 2 Arbeitgeber, die dann für mich immer was suchen. Ne? Und ich setze es dann schon um irgendwie. Ja. Rund ums Thema Wasser hat sich die Familie viele Gedanken gemacht. Der Ort Westheim bei Knötzger und den Haßbergen wurde in der Vergangenheit häufiger bei Starkregenereignissen überschwemmt. Eine Lösung, der multifunktionale Gartenteich. Dabei ist uns das so eingefallen, dass wir den Teich ganz breit auslaufend machen können mit einer breiten Sumpfzone. Die kann dann im Sommer auch mal trockener fallen. Die Pflanzen halten das dann gut aus. Und der Teich kann auch Starkregen abfangen, der dann gar nicht in den Kanal kommt. Da entlasten wir natürlich auch den Kanal dann damit. Und wenn der Teich überlaufen sollte, haben wir das ganz geschickt gemacht. Dahinter sind ja lauter Bäume und genau in diese Richtung wird dann dieses Wasser abgeleitet. Kreisläufe in ihrem Garten zu schaffen, ist Nina Köberich wichtig. Und das ist ihr neuestes Projekt. Für den Käferkeller hier habe ich mir von meinem Mann ein 50 cm tiefes Loch ausheben lassen. Das muss mindestens 1 Meter auf 1 Meter haben. Bei uns ist Platz da, deswegen ist er ein bisschen größer. Und dann schichtet man da Holz rein. Das kann man entweder so als stehendes Totholz machen oder natürlich auch querschichten, denn es ist jede 4. Käferart bedroht weltweit. Und da dachte ich mir, in so einem Naturgarten ist natürlich auch Platz da, um auch einen Beitrag zu leisten. Wer viele Igel im Garten hat, der muss für die auch einen Nahrungskreislauf letzten Endes dann auch schaffen. Wir gucken mal die Blumen da an. Spannend, was sich hier alles tut. Das findet auch Patenkind Cosma. Korn- und Mohnblumen. Die 3-Jährige lüftet das neu angelegte Schnittblumenbeet ein wenig. Nina Köberich hat selbst schon als Kind gern im Garten gewerkelt. Kurz bevor sie in die Schule kam, pflanzte ihr Papa diese Weide. Ja, Wahnsinn, ne? Da konnte ich den kleinen Baum mit den Händen umfassen, ne? Und jetzt ist
so ein riesiger Baum geworden. Gartenmittelpunkt und beliebtes Vogelhotel. Nina Köberich brennt für wilde Ecken. Die Brennnesseln erntet sie ohne Handschuhe. Also meine Oma hat mir das schon mal früher gezeigt. Man muss einfach diese Härchen, die hier an der Seite wachsen, von unten nach oben recht schnell umstülpen und dann brennt sie eigentlich nicht mehr. Also so zum Beispiel. Damit setzt sie Brennnesseljauche an und kocht auch einen leckeren Kräutersirup. Der ist als sommerliche Abkühlung besonders beliebt. Was die Familie gern mag, sich nach einem langen Tag gemeinsam im Garten zu treffen. Einfach mal gar nichts anderes sehen, denken, mitbekommen, abschalten. Das ist so das, was es ausmacht. Deswegen bin ich hier auch so gern. Auf ein gelungenes Gartenkonzept, in dem sich Tier und Mensch wohlfühlen.